Merci, hinnach kom mir hunn als gedurcht mir gingen eng Tradition ufennken, die mar lang Joren hätten, anwer dat mar regelmäßig gingen en CSV-Briefing machen, wo sowohl Fraktionen wie Partei repräsentiert werden und nur gedurcht allmont engkeier, wo man dann die Sujeten, die Aktualitätssujets sind, die Mordre du jour stehen, enke mat ich durchgehen als Alternativen. Ich präsentieren so mir ich so wie mir die Politik op denen Sujeten gestalt hätten, an och ich so wat auch könnt von Eis an den nächsten Wochen erwerten. Ich sind auch froh, dat Könnenheim hat Meier oder ernst geformt Fraktionsspitzt dem Martin Hansen an dem Gilles Roth zu machen. Wir werden an den nächsten Moment ganz viel zu Summe schaffen für die Ausrichtung von unserer Partei an ihren Alternativen so zu gestalten, dass sie auch ordentlich richtig geformt bei Riverken. Haut sind zwei Sujeten Ordre du jour, weil sie Aktualität sind. Das ist das Naturschutzgesetzgebung, wo eng ganz Reihe Sujeten Ordre du jour stehen, die Eis am formiert ernst ugepackt hätten, wollten wir haut präsentieren, selbstverständlich auch ein kleiner Expektativ ob nächste Freitag, wann der nächste Covid-Text gestimmt wird, für ich als Position enkeier am Detail zu erklären. Wir fangen an mit dem Naturschutzgesetz an. Ich gehe dem Martin Hansen fort, für den Detail vorzustellen. Merci, Claude. Also Naturschutz ist wichtig und dafür sind wir wirklich fest davon überzeugt, dass so muss gemäht gehen, dass von den Leuten akzeptiert wird. Und wird akzeptiert, wenn verständlich ist, wenn nachvollziehbar ist, auf allem, wenn die Leute sehen, dass für die Schiedsverein Zellwicht zählt und Zellwicht angewandt wird. Und da hat er leider Gottes dafür Traversini Diespurch gewiesen, dass das nicht immer der Fall ist. Aber in dem Sinn werden wir den Möttich oder lo de Moie nach, ich weiß nicht, wie ich das als Sekretär lo möchte, 17 Amendementer und den Chamberspräsident checken. Und ich hoffe, dass wir die dann an der nächsten Environnementskommission noch können durchdiskutieren. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Majorität mit einer Party Amendementer einverstanden ist, dass sie zumindest können, bis bei der Staatsrat kommen. Wir begrüßen Einzeländerungen und Anpassungen, die die Regierung auch gemäht hat, weil so nachdenken d'affaire Traversini Diespurch hat gewiesen, dass an dem Gesetz von 2018 ganz viel Willkür möglich ist und dass auf vielen Plätzen nicht klar ist. Wir sind einfach traurig, dass die Regierung nicht die Chance ergriffen hat, für ein bisschen größer und wesentliche Anpassungen zu machen. Die Anpassungen, die Amendementen, die wir proposieren, da verfolgen wir 7 Ziele. Das erste Ziel ist Gleichbehandlung, Klarheit und eben keine Willkür. Dafür proposieren wir erstens, dass wir alle Topzählungen, die an diesem Gesetz sind, dass wir die streichen. Und ich will just darauf hinweisen, dass der Staatsrat genau das, was sich beim Bush-Gesetz, wo ihr seiner Wie gehen hat, beim Bush-Gesetz Fried sogar hat eine Opposition formell darauf hingesagt. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir die raushören, weil die Beispiele zum Teil auch willkürlich rausgewählt sind. Ich kenne just Beispiel dann. Der wisst dann am Naturschutzgesetz steht, dass in der Geringzone kann landwirtschaftliche Aktivitäten machen. Landwirtschaftliche Aktivität ist sicher aber nicht definiert, mit steht aber am Gesetz dran, dass zum Beispiel Pensionen für deren keine landwirtschaftliche Aktivität wäre. Da frage ich mich einfach, wann Bauern auf an der Geringzone ist. Aber so immer Bauern sollen sich diversifizieren, sollen die zweite Standbein sich noch so viel holen, aber wir wissen auf der anderen Seite, als wir Bedarf da für so Pensionen von deren, wie weit soll das nicht im Bauernhof möglich sein, wie weit geht explizit da und da geschrieben, dass das nicht möglich ist. Also wir fördern, dass alle die Beispiele rauskommen. Ein zweites Sache, die wir fördern, das ist den ominösen Artikel 7, Paragraph 1, ob den Madame Diespurch sich oder ob den Madame Diespurch gebaut hat, für den Herr Traversini verschiedene Sachen zu genehmigen, dass man die rausstreichen. Wir hatten das schon 2018 gefragt. Was seht den Artikel? In den Artikel seht, dass wenn an der Geringzone ein Gebäude steht, wo irgendetwas den Charakter vom Site kompromittieren, da kann der Minister dezidieren, dass etwas geändert wird. So der Charakter vom Site kompromittieren, viel mehr subjektiv geht es nicht. An dem Artikel ist extrem viel Willkür dran.
2010 wurde man erklärt, dass den Artikel noch nie gebraucht ging. Also sind wir der Meinung, dass so ein Artikel, den sich bis noch nie gebraucht war, bis der Fair Traversini sich nicht an dem Gesetz verloren hat. Es kann nicht sein, dass so ein Artikel dran hat, den dann aus dem Tierrang zieht, für wenn den Grad an den Chrom passt. Also Artikel, die just Willkür erlauben, passen nicht an das Naturschutzgesetz, an die sollen herauskommen. Ein Drittsache, die wir an puncto Gleichbehandlung, Chlorre der Willkür fördern, das nach ein Krebs mit Gärten heißen. Der wisst am Naturschutzgesetz steht dran, dass den Haus, was am Bauperimeter ist, das kann sich ein Gärtenhaus bauen an der so ein Wertterrain adjacent zum Bauterrain. Weil das ist nicht ganz klar formuliert, proposieren wir eine Formulieränderung. Einfach, da wird sie einen Teil gehen an der Gringzone. Die dürfen das nicht. Für was dürfen sie das nicht? Das scheint das nicht logisch zu sein. Also fördern wir hier eine Gleichbehandlung. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch erinnern, ich meine, es war für ein paar Monate, du wärst zu Bekrich Öbsbeem fortgeholt gehen. Und das war auch relativ groß in der Presse. Und die Evaluation, die Kompensierung konnte nicht von einer gemäht gehen, an die Evaluation, die ist vom Umweltministerium gemäht gehen, dort kein Büro d'études müsste gefragt gehen. Aber das Gesetz gesagt hat doch viel, dass die Möglichkeit da ist. Am Sinne von der Gleichbehandlung so mehr war, es kann nicht sein, dass der Minister sagt, da kann das Ministerium das machen, du möchtest nicht, bei dem kann ich das, bei dem anderen kann ich das nicht. Also fördere mehr, dass für alle kleine Projekte die Umweltverwaltung das soll machen, eben, dass alle Bürger soll gleichbehandelt werden. Zwei Ziele ist mehr Transparenz für die Bürger. Wir fördern, dass immer, wenn ein Terrain klassiert wird, der Proprietär muss informiert werden. Es kann nicht sein, dass den nicht informiert wird. Für allem, weil eine Klassifizierung vom Terrain als Biotop oder als Schutzgebiet immer mit Servitude verbunden ist. Aber wir fördern auch, dass wenn die Servituden so groß sind, dass der Betrieb oder die Fläche nicht mehr normal bewirtschaftet gehen, dass dann ein Anspruch auf Entschädigung geltend gemacht wird. Drittes Ziel ist mehr Schutz vom Eigentum. Bislang war es so, dass wenn an so ein Wert etwas in Haus, ein Gebäude zerstört gehen ist aufgrund von höherer Gewalt, da konnte es just zurück abgerichtet gehen, wenn es landwirtschaftliche Aktivität entspricht. Gott sei Dank ist an diesem Projet de loi von der Regierung zumindest dran, dass durch ein Haus, ein Wohnhaus, kann Remecker zurückgebaut werden, eben nicht mehr, wenn es den Hauptwohnsitz ist. Wir fanden, dass das nicht durchgeht. Wir haben viele Gebäude, wir haben auch viele Millen zum Beispiel, die vielleicht als Nebenwohnsitz gebraucht werden. Wenn das durch einen Brand zerstört wird, dann darf das nicht mehr abgerichtet werden. Wir fanden, dass das nicht sinnvoll ist. Also auch hier, am Sinne von der Gleichbehandlung, am Sinne von mehr Schutz zum Eigentum, sollen wir das also nicht nehmen auf den Hauptwohnsitz beschränken. Ein viertes Ziel, man nach administrativen Aufwand. An der Gringzone ist es so, dass im Prinzip alles, was gemäht wird, oder für alles, was gemäht wird, muss eine Autorisation vom Umweltministerium gefragt gehen. Wir sagen, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Natürlich ist es klar, dass wenn die Nutzung geändert wird, dass wenn draußen etwas geändert wird in einem Gebäude oder wenn es vergrößert wird, dass dann der Umweltminister muss eine Genehmigung geben. Aber wenn bannen Küchen mit groß gemäht wird, dann Stufe mit klein gemäht wird, wenn Toilette mit groß gemäht wird, dann Pütze vielleicht mit klein gemäht wird, dann fanden wir, dass das dem Umweltministerium im Prinzip nicht egal sind, dass der Natur auch egal, weil da tut kein Abfluss auf die Natur. Also sollen wir das alle, die Autorisationen nicht notwendig sind vom Umweltministerium, dass da eben just Gemeng zuständig ist. Fünftens. Naturschutz auf Zeit am Bauperimeter. Aktuell ist es so, dass wenn am Bauperimeter ein Fläche braucht, wo ein könnte gebaut gehen, und da entsteht ein Biotop, dann muss auch der Biotop sich kompensiert gehen. Was machen dann über die meisten Leute, die gucken, dass kein Biotop entsteht. Das heißt, die gucken, dass es immer schön proper ist und dass es sich nicht entsteht, für das die nicht teilnehmen muss, auch nach Kompensation bezahlen. So, wir sagen, das ist nicht sinnvoll, auch nicht sinnvoll für die Natur. Weil das ja besser, die Natur entsteht vielleicht 5 Jahre, auch was es dann durch noch zerstört wird, wie wenn gar keine Natur entsteht. Und das ist eine Förderung, die auch der Movement hat. Und die Förderung, zu der Förderung haben wir auch ein Amendement, das heißt, am Bauperimeter soll keine Kompensation auf diese Flächen notwendig sein. So dass man der Natur da eine Chance geben, dass diese eben zumindest die Zeit, wo sie hat, sich kann da entfallen. Das hat natürlich auch einen positiven Nebeneffekt auf das Logement, man eine Vereinfachung von den Prozeduren, man eine Beschleunigung von den Prozeduren, man Mannerkosten, die damit verbunden sind.
Dann das 6. Ziel, aus sich soll das Prinzip zählen, dass die Natur da soll hergestellt gehen, wo sie auch zerstört wird. So, dass das nicht immer möglich ist oder schwierig möglich ist, das verstehen wir. Wir haben einfach Sektor Ökologiken. Und da so macht, dass dann aus sich bei all Zerstörung von der Natur soll auch an dem Sektor Ökologik, wo zerstört gehen, kompensiert gehen. Im Moment ist das der Fall just für die Habitat d'intérêt communautaire. Wir sagen, dass das für all Biotop soll so gehandhabt gehen, dass es also am selben Sektor Ökologik soll kompensiert gehen, weil do wo viel Leute wohnen, brauchen wir auch eine Natur, und die Natur soll nicht nehmen, wo sich kompensiert gehen an den ländlichen Regionen. So, das 7. Ziel, das mehr Rechte für die Bürger, und da gehe ich dem Gilles vor. Merci Martin. Bei mehr Rechter für die Bürger, da denkt man schon 2 Sachen. Das erste ist, wie das erste Naturschutzgesetz 1982 kam, als du gouf den sogenannten Recours en Reformation. Das heißt, wenn die Bürger nicht d'accord wären mit einer Decision von dem Umweltminister, da konnten das für den Tribunal bringen, und da konnte den Tribunal eigentlich die ganze Decision übergucken. Sind 2018 als das nicht mehr möglich. Da zählt just eure sogenannte Recours en Annulation. Das heißt, der Bürger kann just die Legalität von der Decision vom Umweltminister aufstellen oder einen prozeduralen Fehler. Wir sind der Meinung, dass mehr Rechte für die Bürger auch heißt, dass die Bürger die Möglichkeit kriegt, für das ein unabhängigen Richter eine ganze Decision von dem Umweltminister kann überprüfen. Das umso mehr, weil die Decisionen von dem Umweltminister, weil die eigentlich eine ganze Reihe von Konditionen oftmals beinhalten, und da kann es nicht sein, dass die Bürger muss die Legalität eigentlich von enger von den Konditionen nachweisen, für das ein Verwaltungsgericht zu seinem Recht kommt. Der Punkt ist auch den, dass wir der Meinung sind, dass es nicht geht, so wie das Gesetz vorgesagt ist, dass da ob Vergehen bei Umwelt, also Verstoß gegen die Umweltgesetzgebung, dass da bis zu 3 Jahre Prison kriegen. Bislang hat das immer nicht bei 6 Monaten, 8 bis 6 Monaten Prison abgehalten. Wir sind der Meinung, dass das nicht an der Verhältnismäßigkeit als par rapport zu anderen Straftaten, zum Beispiel sogenannten unfreiwilligen Totschlag, ein Homizid involontaire, wo zum Beispiel wenn ihnen tödlichen Autosaccident hat, da stehen da Maximum 2 Jahre Prison drauf. Wenn ein Bauer aus Vergehen, aus Versehen, eng Heck mat wäschplot an enger so'n Wert, da steht Europa op dem Strafbestand stehen do bis zu 3 Jahre Prison. Wir sind der Meinung, dass das nicht an der Verhältnismäßigkeit zwischen den einzelnen Straftaten ausgewogen ist. Also dafür wird das gemerkt, mit das wird gemerkt für eigentlich der Police Judiciaire oder die Beamten von der Umweltverwaltung mehr Pouvoiren zu geben. Wenn da nämlich eng Straftat tut, wo bis zu 3 Jahre Prison draufsteht, was können da machen? Da können zum Beispiel eng sein Handy geolokalisieren. Wir sind der Meinung, dass das auch, wenn Verstoß gegen die Umwelt muss, sicherlich strafrechtlich relevant ist. Wir sind aber der Meinung, dass das nicht unbedingt geht, dass dafür der Bauer, für das Beispiel, wo ich gesehen habe, dass dem sein Handy kann nachvollziehen, mit wem geschwert oder vor allem auch geolokalisiert gehen, das heißt, wo der Bauer sich zu wertfreien Zeitpunkt von seinem aktiven Berufsleben befunden hat. Ein anderer Punkt ist den, dass von der eng Straftat tut, wo mehr wie Joa Prison drauf ist, auch kann nur vollzugehen, wird für eine Kommunikation, das da gemerkt wird. Ihr könnt de facto könnt darin auflauschen. Wir sind der Meinung, dass die investigativ Maßnahmen, dass die nicht am Verhältnis sind am Vergleich zu dem, was die Straftat durchstellt. Mehr Rechte für Bürger als für uns eigentlich den Unterschied zwischen einer CSV und einer Umweltpolitik an enger geringer Partei, die maßgeblich Autor ist, aber wenn ich bisschen aus der Konfidenz von den Kommissionen Zielemengen stand die auch einer Parteien sich mit dem Hextmus von der Strophen relativ schwer. Wir können nicht nur vorzeigen, dass die Bürger zu Recht mehr abbezogen für Umweltdecisionen auszuschaffen, dass sie kann befragt gehen, mir wann de Bürger selber betroffen ist, dass ihn das scheit, dass in einem unabhängigen Richter kann die Decision zur Prüfung über das ganz
von der Decision, wird ganzheit von der Decision befassen, an ha just Illegalitätsrekur zulassen, könnte so mir das oft kompliziert. Ich kenne ein Beispiel a Steuerfroen, du huet och de Bierger Möglichkeit für sein ganzen Dossier von einem unabhängigen Richter überprüft zu gehen an so raus. Ich meine, Steuern ist nicht mehr unkompliziert wie das bei den Umweltmaßnahmen ist. Und da sind wir auch der Meinung, et muss en Madeneen hunn. E pragmatisch Madeneen a Sachen Umwelt, Energie a Klima an do net ideologisch handeln, a wann en op Straftoten am Umweltbereich. Wann en do oni Einzel Distingoen ze mecher bis zu 3 Joer Prison drop sitzt, da fan mir dat mé ideologisch wie praktisch. Gut, ich komme zu dem zweiten Sujet, dem wir heute nur schwätzen, das die Covid-Gesetzgebung respektiv die Politik, die momentan gemerkt wird. Dat wird auch nächsten Freitag an der Chambre aufgestimmt. Die erste Remarque, die ich wollte darüber machen, das ist für zu sagen, dass an den Ende von der CSV die Richtung stimmt, an die das Gesetzgebung geht. Wir sind an einer Zeit, wo ein Los vorsichtig muss abmachen, eine Balance zwischen auf der einen Seite den Infektionszahlen, auf der anderen Seite den Impfungszahlen, die da ganz einfach objektiv feststellen, dass Los abmachen sinnvoll ist. Wir sind zwar nach momentan komparativ relativ hoch an den Infektionszahlen, wenn man vergleicht mit dem Ausland. Aber auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass wenn ihr guckt, was an unseren Spitälern lasst das respektiv an den Tode Mortalität guckt, wo wir momentan drin sind, das wäre nicht 4-5 Monate oder 3-4 Monate der Fall. Wir haben das so, dass wir da Proportionen sind, die uns erlauben, dass Los abmachen begleitet. Man muss vorsichtig sein, aber das ist möglich. Das ist also ein objektiven Constat. Und dafür sind wir auch mit der Richtung, den dieser Gesetzestext tut, d'accord. Es stellen sich aber noch eine Reihe Fragen, notamment am Detail, die als größer Sorge machen. Ihr wisst, dass wir seit Februar mit Insistenz 2 Sachen fragen. Das ist, dass wir eine wirklich konsequent und logische Exit-Strategie von der Regierung vorgelegt kriegen. Und das Zweite, dass die Regierung als auch eine Strategie soll viel lehen, wie Schnelltester und wie Selbsttester sollen zu Lützeburg gebraucht werden. Das fragen wir seit mehr wie 3 Monaten. Wir haben in seiner Zeit gefragt, und ihr könnt das sowohl an der Madame Hansen wie an Mengen Reden no lesen. Wir haben gefragt, weil wir gesagt haben, dass den besser hat, das am Februar 4 zu bereden, weil wenn ihr nicht 1, 2, 3 Monate noch ging brauchen, dann müsst ihr auch all Detail wissen, dann müsst ihr auch mit den konzernierten Leuten aufgeschwert tun, ansonsten drum wie üblich gegenüber die Knie gebracht gehen. Heute sind wir natürlich an der Situation, für die wir am Februar gewarnt haben. Genau das ist das, was geschieht. Wir sind am Gang an diesem Text eine Reihe Sachen en place zu setzen, notamment was Testen angeht, notamment was den Exit angeht, die nicht ordentlich vorbereitet sind, die über die Knie gebracht sind, wo dafür Details nicht klappen. Ich gebe euch ein paar Beispiele dafür. Wie gesagt, wir haben gefragt, dass eine Impfstrategie für schnell an Selbsttester soll gestaltet werden. Das ist an den letzten Monaten nicht geschieht. Wir haben gefragt, weil es notwendig ist, für Öffnungen an den verschiedensten Sektoren zu machen. Das muss ich aber vorbereiten, an dem ihr seht, wie so Selbsttester respektiv, wie so Schnelltester angewandt gehen, wie nie, bei welchen Situationen so angewandt gehen. Wen kann so selbst respektiv so Schnelltester machen, wo sie können gemerkt gehen, und auf welche Art und Weise sie können gemerkt gehen. Alles logisch, simpel Fragen, die ihn braucht, wo ihn Antworten darauf braucht, wenn ihn füllt an der Praxis umsetzen. Lo sehen wir an diesem Text, dass an der Horeska, also an der Eureka, so eine Ouvertüre vorgesehen als mit Tester, wo an diesem Moment
wo den Text war schon do leid, me den Detail als net bekannt ass an wo als lächten Freiden gesot gin ass dat der an den nächsten Deeg dann ging mat dem Sektor ausgeschafft gin an dat dann mal gingen gucken, wéi dat kenint an Realität ëmgesät gin. Et sind natürlich eng ganz rei praktisch frohen, die sich ewer not och nimmen am Horeca-Sektor stellen, wéi so Schnelltester gemerk gin, wie se mecht, wie se kontroléiert, op wenger Plätze gemerk gin, wie is am Restaurant gemerk gin, wie se ausgewett, wie se kënne kontroléiert gin, a wéi dat alles soll funktionieren. Froen, déi net beantwort sinn, e Gesetz wer awer Freiden so gestimmt. Gin eng aner froh, dat das wie lang sinn so notamment Schnelltester dann gültig, notamment déi Schnelltester, déi zertifizeiert gin an die kann an den Abdikten machen. Wa man ha den Text lesen, da fanne man schon 2 verschieden Antworten an dem Text, so wie en do leit. Am Horeca-Sektor as so, dat de PCR-Test 72 Stunden kann gültig sinn, dat Autotesten, Schnelltesten 24 Stunden könne gültig sinn, wat den Horeca-Sektor ugeht. Wann en dann awer bei de Sportsektor guckt, der gesä den, dat die selwicht Tester, notamment Schnelltester net 24 mit 72 Stunden an dem Sektor gültig sind. Also en fin de compte es wird net op den aufgepasst as net iwwer den stimmt. Mir sind der Meinung, dat de Schnelltester déi en mecht net nëmme 24 Stunden solle gültig sinn, Meter den sich do op Deutschland soll not op Deutschland oppassen, wo eng Zertifikation op Äder 40 Stunden gültig as och einfach vum praktische Liewen sinnvoll ass wann an eng Haptik den Test Mäche git an Dir si am Weekend, dann kënnder fir 24 Stunden gebrauchen, den anderen der kënnder an nimi gebracht. Die Testen hunn ich da lo geleest, dat 34 € kachten, wat jo net neicht ass do mis den als Regierung sich wirklich afhallose, wéi dat soll an der Praxis kun. Also mir sinn fir en Test den Äder 40 Stunden gültig, also Schnelltest den Äder 40 Stunden gültig. Also mir sinn och der Meinung, dat die Autotesten déi gemerk gin oder die Schnelltesten, die an de Schulen gemerk gin, wo se deelweis jo vun Funktionären Profen kontroléiert ginn, dat déi och kënne zertifizeiert gin. Mir fanne total unsinnig, dat den Schüler muss moes en Schnelltest an der Schule mecht, a wann dann Mëttes irgendwoch wëlt rausgun sich am Kaffee oder wo auch immer sitze gun, dat dann nach een. Muss merken, wo dieselben Test schon moes gemerkt wird. Doch do froh mach nun wirklich enger derweis, wie die Texte können zertifiziert gehen, dat Prozedure klarifiziert gehen, an dat auch de Registrement, ein Enregistrement von den Texten kann über den Applikation gemerkt gehen. Auch dat sind net nëmmen Detailen ass eng Prozedur, die an Plas muss gesagt, die van dat ganz sinnvoll ass dat ass et momentan absolut net. An datselwich gilt natürlich fir einer Bereicher, die an diesem Text haiwwer Tester ugeet net ugeschwert gin Kultur, sozial Evenementer an och wesentlich méi Präzisioune bei Testen, die an Entreprisen gebraucht gin. Mir fannnen Datei ken Chloralin erkennbar ass Datei vieles, wéimeret fir uns 3 Mäint gefährt und schnell ze Summe gebastelt, ass oni dat eng erkennbar Lindern ass. Ein anderer Punkt, dat ass den, dat ma eng Exitstrategie och seit Februar an allem Detail froen. An die hund froen se op Ideen, déi korrespondéieren, déi den europäesschen Green-Zertifikat huet, wo jo lo viel an Europa respektiv an den 26 andere Länder vun Europa drüber geschwert gëtt. Wir stellen hai an diesem Text fest, dat lo eng Ouverture gemerket just fir déi Leiit, déi da getest sinn. Wann en awer guckt, wat an andere Länder lass ass, an wann en notamment wieéiert die Diskussionen déi europäesch lass sinn, do as Diskussion am Fong just ëmgedreht. Do ass et ganz klar, dat och eng Rei Ouverturen kommen fir déi Leiit, déi 2-mal geimpft sinn, respektiv oder zweiter Impfung, wo 14 Dich vergangen sind, respektiv die Antikoren können noweisen, die also durch eng Autoimmunisation geschützt schon sind. An Diskussion an Europa, dat dann niewen denen dozo Kategorien, die automatisch eng Reifreiheit méi hunn en net der vergissen, die getest sind och dabei zu holen. Dat das Diskussion an Europa. Mir drehen die Diskussion
mir hole just die Getesten a mir so neicht iwwer die schon vacciniert sind an respektiv die Antikoren tun. Dat fan immer falsch, wie die Regierung umgeht. He müssen die Geimpften sich auch nach enkeier bei all denen Ouvertüren, die ha gemerkt gin och nach enke zusätzlich testen lassen, mir gesinnte sinn net do vu nach an. Am mir stellen noch fest oder heisen an, dat ewer eng Reihe fundamental Rechter a froh stellt, weil sich versammeln, Leid empfänken, zu Summen kommen, sind Grundrechte, die an der Verfassung geschützt sind, die nimmen außer Kraft gesagt gehen, wann nur wirklich Gründe sind. Bei Vaccinierten stellen wir uns wirklich froh, ob ihn danach kann so, dass ein Maßnahme, die so Freiheiten erschränkt, ob die proportionell ist und ob die notwendig ist. Wir sind der Meinung, dass das bei den Leuten nicht der Fall ist. Dafür sind wir der Meinung, dass das Gesetzestext auch für die Kategorie von Leuten misst, die speziell Freiheiten für gesehen. Also, nach ein Resümee, keine spezielle Freiheiten für Geimpfte, mit den Dreiklang zwischen vacciniert, Antikoren, an Testen, das muss zusammen gemerkt gehen, so wie dann Zukunft bei der Green Card könnt, für die Freiheiten so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute können zukommen zu lassen. Dasselbe gilt bei der Ouvertüre für Leute, die daheim sind. Wir sehen nicht unbedingt an, für was wir begrüßen, dass durch mich abgemerkt wird. Wir sehen aber nicht unbedingt an, für was 7, 8, 9 Leute, die alle gut geimpft schon sind, fertig geimpft sind, sich nicht können, zusammen gesehen. Wir sehen auch, dass eine Reihe Kategorie von Leuten, an dem was lo besteht, benoteiligt werden sind, so wie du ausgesagt hast. Das sind die Jungen zwischen 18 und 30 Jahren, die noch nicht Möglichkeit hatten, das von der Regierung angebotene Proposition für AstraZeneca freiwillig geimpft zu kriegen, für die zu kriegen, die auch noch nicht dran sind, für sich eng einer Impfung zu kriegen, an Dosommer für denen zu benoteiligen, wäre der Neisen sinnvoll, wann die Regierung ging, pur Schnelltester, mir so der Zweet können doch mehr sehen, an Österreich sind da ja 4 gingen zur Verfügung gestellt kriegen, gratis pro Woche. Schnelltester, die können zertifiziert gehen, respektiv können registriert gehen. Das wäre wichtig für eine Kategorie Leute, die ansonsten benoteiligt sind. Auch das etwas, was man seit ein paar Monaten schon an aller Deutlichkeit froh. Der nächste Punkt, den ich sagen möchte, das ist die Ausgangssperre, die geht eine Stunde noch handeln geschoben. Ihr wisst, dass wir seit Anfang an der Meinung sind, dass die Ausgangssperre, so wie sie lo am Gesetz steht, nicht Sinn macht. Wir haben Verbote auf Rassemblementer, wir haben Limitationen auf Meetingen daheim, es gibt kein Alkohol auf den Straßen verkauft, wir haben eine ganze Reihe Restriktionen, was Toreska, Restaurant, Kaffee angeht. Dafür so wir eine zusätzliche Sperrstunde, auch wenn sie eine Stunde noch handeln, geregelt wird, als nicht für uns Sinn, als weder proportionell noch als notwendig, und dafür darf sie an diesem Gesetz nicht, auch an einer reduzierten Form, nicht weitergeführt werden. Mein nächster Punkt ist das den vom Cordon sanitaire rund vulnerable Leute. Ihr wisst, dass wir eine Diskussion rund Altersheime hatten. Wir fanden an diesem Gesetz auch nicht über den Sujet zurück. Und dafür ist die Diskussion zwischen über Proposition de loi, die de Michel Wolter für eine pour déposiert hat, wo vorschlägt, dass bei den Leuten, die sich rund vulnerable Leute an Altersstrukturen bewegen, die sich die bekümmern, dass man da muss eine Möglichkeit tun, zwar eine Impfpflicht, zwar ein Antikor, zwar ein Testpflicht können zu machen, für die Leute auch besser zu schützen. Da kann ich sagen, wenn die Leute alle geimpft, sie brauchen die das nicht mehr. Die Antwort ist aber, dass bei älteren Leuten, und das haben wir auch an der Realität gesehen, ganz oft die Impfungen nicht so greifen, aber also ein zusätzlicher Schutz nach notwendig ist. Und wir fanden es logisch, dass eine so Cordon sanitaire rund die vulnerable Leute mischt. Mein letzter Punkt, das ist den über Manifestationen, die bis zu 1000 Leute gehen. Ihr wisst, dass eine Reihe Regeln an diesem Text stehen für die Manifestationen, die unter 150 Leute sind. Da seht ein Text für die Manifestationen, die über 150 bis zu 1000 sind. Da ging just ein Plan von dem Direktor de la Santé ausgeschafft. Ohne dass an diesem Text Minimalkonditionen für so ein
so Plan, den den Direktor der Santé da muss kontrollieren, festgesetzt gehen. Wir fanden, dass es mis klar sind, was Minimalkonditionen für so Manifestationen sind, dass die auch müssten am Gesetz stehen und dass da nicht einfach eng Open Kontrolle dürft vorgesehen sind. Voilà. Das sind als ganz konkret Ideen, wo wir eng andere Politik gegen machen, respektiv wo wir einen anderen Weg gegen aschloen wie des Regierung. Wir werden auch nächsten Freitag mit engerei Propositionen, mit engerei Motionen, die das resümieren, werde ich lo gesagt tun, werden wir an die Chamberdiskussion, an Diskussionen rund um das Gesetz rangehen, an einen Wort wird aufhängen, ob die Reaktion der Regierung ob als Propositionen wird an den nächsten Tisch respektiv nächsten Freitag hun. Wir haben den Wort noch nicht definitiv an unserer Fraktion festgelöst, aber wir hoffen, dass die Regierung ob die Propositionen dem Moment ob irgendeiner der Weise angeht. Wie gesagt, die Richtung stimmt, der Detail stimmt nicht. Wir hoffen, dass die Regierung ob die Details angeht. Als das nicht der Fall, können wir den Text nicht mit drohen. Als das der Fall, dann als auch bei Eis willkommen für an die Richtung zu gehen. Ich muss aber so an dem Material nicht dann opfern. Ich gesehen, wie wenig die Regierung respektiv die responsable Ministerin an den letzten Moment, ob die Propositionen, die von der CSV kommen sind, angegangen sind, dann habe ich nicht viel Hoffnung an diesem Fall. Aber nach wie vor, wir probieren nicht nachzukehren. Merci. So, und nun ging ich weitergehen, wenn darauf Fragen zu stellen sind. Direkt zum Schluss gesucht und wenn Forderung ist dann unbedingt realisiert, dass die Regierung wahrscheinlich ganz Katalogen setzen. Wie war das Minimum? Nee, ich meine, dass man resoniert, ob die Zentralfrohen agieren, die ich genannt habe, dass als ich die Froh, die sich rundherum die Leute, die vacciniert sind, drinnen scheint als wesentlichen Sujet zu sein. Zumindest brauchen wir auf dem Sujet eine Reihe Engagementer von der Regierung, die so schnell wie möglich auch auf die Spezialforderungen ergangen gehen. Dann auf die andere Seite, also für uns auch relativ klar, dass man alles das, was rund um Schnelltester ugeht, an notamment zur Verfügung stellen von Schnelltester für junge Leute und Reconnaissance von denen Schnelltester, die an den Schulen gemacht sind. Das sind für uns aber Forderungen, die als absolut notwendig sind, wenn ihr wollt, eine kohärente Politik, man dann hauptsächlich, wenn ihr wollt, an diesem Land Jitverein gleichstellen auf den Ouvertüren, die kriegt an nicht unnütz Kontrante machen, wie nach Tester so obligieren zu machen, wenn die Leute schon zweimal vacciniert sind, nach 14 Tagen nur der zweiten Vaccination sind. Das sind Sachen, die für uns fundamental sind. Zumindest hätte man gerne eine Diskussion darüber, ein Engagement dafür eine ganz neue Zukunft. Ich meine, dass mir 100 schon ein paar Mal gesagt, wir wären am Anfang nicht der Meinung, dass die Leute am großen Ganzen en generell priorisieren. Wir verstehen natürlich die Kontrakten, die verschiedenen Berufe haben, und dafür haben wir als länger Zeit ausgedrückt, für zu sagen, dass innerhalb von den einzelnen Gruppen, Gruppe 3, 4, 5, 6, schon könnt Leute beruflich priorisieren, aber just an ihrem Gruppe, weil man am Anfang nicht, die Zeit war es aus, weil man am Anfang nicht richtig den Sinn angesehen haben, dass gegen einen Enseignant, den 20, 25 Jahre hat, gegen priorisieren par rapport zu einer älteren Person, die da 70 hat, die wesentlich mehr exposiert wäre. Aber an den Gruppen selber können wir als so eine Priorisierung schon vorstellen. Die FSC-Problematik für die Jungen, die wahrscheinlich noch die größten Abbaukosten, wenn sie wichtig sind, dass sie wenn du alles geschieht, die war viel eine große Verfasser für die dabei zu schützen. Los sind die geimpft, vor die Jungen, Wir haben als für die Leute engagiert, die am größten Gefahr gelaufen sind. Das war für uns ganz klar, dass wenn
Krankheitsgefahren, Lebensgefahr lebst, dat eng Prioritisation op fir Impfungen an fir den Schutz domisten hue als evident geschenkt. Lo so mach dat et wie als grad so evident as dat die Leute, die vacciniert sind, auch mussssen eng Reif Freiheiten rmkree, weil eng die konstitutionell Freiheiten, die stehen sie keng, dat sind individuell Freiheiten. Dat ist auch net justifiabel, dass die individuell Freiheiten, wann het am Fond Käsen méi mischt zurückbehält. Dafür so aber ganz klar an deutlich an run. Wir wollen aber die jungen Generationen net benodeligen, an dafür also so wichtig, dass am Fond die Äquivalenz zu der Vaccination den Test ass, die Äquivalenz zur Vaccination den Test ass, muss auch so realistisch ausgefordert gehen, dass die Jungen können sich testen los und dafür hätte man ger Gratistester, dafür hätte man ger Reconnaissance von den Tester, die sowieso an der Schule gemerkt gehen, dafür hätte man auch ger Zertifikationen von denen Tester für am Anfang auch für sie in ordentlichen sanitären Konditionen mehr schnell an mehr Freiheiten hinein zurückzugehen. Welche? Wir haben von der Stadt, dass wir mal Promotionen überschaffen und freilich für ihre Änderungen durchzukriegen. Und die Methode durch vier Amendmente anzurichten oder sogar eine Proposition auszuschaffen. Das geht sowieso nicht für das. Das ist ein richtigen parlamentarischen Weg, den wir auch ganz oft probieren, just wann dir an einer Situation sieht, die wir aber auch akzeptieren. Wo doch als ich Freudes donnerchtes en Text firgelöscht kriegt, den dann direkt an den Conseil d'État geht, wo der Conseil d'État mendes oder dünchtes muss sein Avis aufgehen, für dat man brett sind, für ihre Freude zu stimmen, können dann nicht auch nach über den Weekend Amendementer machen, die müsst ihr dann an den Conseil d'État gehen, an dafür als an den Heizzeit auflauf nur wirklich nicht Zeit für auf den parlamentarische Weg zurückgreifen. Dafür greift man in diesem Moment Informationen oder wenn wir wollen etwas mehr spezifisch zum Ausdruck bringen, wird man auch schon gemacht und wird separé von verschiedenen Artikeln für als Position klar zu machen, greift man auf den Moyen zurück aus Zeit. Nee, wir konnten den Text Donnerschnoven oder fand mich gut erinnern, also ohne Gewehrle und Donnerschnoven schon auf jeden Fall freitende Moyen gelesen am Geleserkriterium. Am Navi vom Staatsrat wird man recht mehr kriegen. Am Navi vom Staatsrat kriegen wir mehr, ja. Also das alles relativ eng an en fin de compte, und ich so das immer en fin de compte setzen sie mir d'accord als Oppositionspartei für sämtlich parlamentarische Prozeduren von der Lützeburger Chambre außer Kraft zu setzen. Weil normalerweise sogar bei schon längste Summerufe von den Kommissionen müsste so viel Dich am Vieraus machen. Der Rapport müsste so viel Dich am Vieraus aufgeschlossen sein. Wir sind zum Beispiel d'accord, dass Freides Moyes ein Rapport aufgestimmt wird, von Freides Mittes Gesetz an der Chambre gestimmt wird. Alles das ist natürlich konform mit keinem Reglement. Wir so aber ganz klar, wir sind d'accord, wenn man wichtig fanden, dass der parlamentarische Weg für die Heilprozeduren gerne geht, und dafür sind wir d'accord, für quasi mal alles an Kraft zu setzen, weil das so ein Reglement da geht wird schon. Natürlich. Da sind ich mal nicht ganz sicher. Also ich verstehe das bei Restriktionen, weil das eine Einschränkung als wichtig ist, dass der parlamentarische Begleitung da ist, weil es sich um konstitutionelle Freiheiten handelt. Aber enfin, der dann, wenn wir Lockerungen machen, als die Änderungen von Gesetzen, kannst du also auch just durch einen parlamentarischen Weg machen, aber für die Leute dann so, wir sind mehr los, weil es hier um Lockerung geht, dafür bleibt man ein Wort bannen, fand ich zwar auch nicht ganz elegant, und dafür sind wir auch an dem Kader d'accord für. Ja, aber es sind nicht nur praktisch Details, das ist auch ein derweis wie so en Platz setzt, stehen zum Beispiel ob den ganze Geschichten Heido sind ich noch nicht drauf ergangen, steht eine Reihe Strophen drauf. Solidstrophe, wann der nicht ordentlich kontrolliert wird, wann der Respekt von den Konditionen, die man festlegen, nicht respektiert wird, also das nicht innocent. Das ganz an dafür muss doch klar sein, wie welche Responsabilität hat für den praktischen Auflauf
vun engerei Restaurant as och net unschëllig, wann der sot, dat die Testen, die Selbsttesten oder die Schnelltesten do mussssen an engem separaten Zimmer gemerk gin oder vier Dr gemerk gin oder wo auch immer oder derfen zum Dich gemerk gin. net bildliche Sto beschreiben. Man fan de Kont ass dat net unschëllig, well bei verschiedene Restaurants ass dat ge Problem. Mei bei anderen as schon ein Problem, weil se nimmen en Raum hunn. Die mussssen sich also ganz ernst mussssen eventuell Investissementer machen, dat Zeit kascht Geld. Alles dat wär gut, wann et Mund schon fir bereet wär, fir dat de noch Schifrengem kenint do en Start en dat korrekte Konditionen erlaubben. Dat man net Impression, dat der Fall wär an mischt als wenig an dem sinn nervös, dat man jo 4 Minuten gesot hun, wenn man wussten an Regierung wust je och, dat egentwoch die Sorti do gin kommen. A wust je och, dat et sicherlich so wär, dat den echte Schritt vun der Sorti hun op 3 Minuten klo gesot, den echte Schritt vun der Sorti vun der Reouverture not vum Moreka-Sektor iwwer Teste gin go. Mir wust net am hun net firbeet. net mir. Die Regierung huet net firbereet. Mir hunn Regierung konstant gefrot, do soll eng Vierberedung sollen Diskussionen mam Sektor läfen, fir dat an ordentlich Konditionen können doläfen. Lo immer da wat geschiet mir nach fir et Klo ze so. Mir sinn awer froh, dat er an die Richtung geht. Ich will d' Richtung net kontestieren. Yep. Ich hatte einen Vorzug zum Wolle Naturschutz. Mal, das ist eine gute Idee. Mit 3 Jahren Stroh. Ja, das ist verrückt. Das ist ja wohl nicht lange aus ideologischen Gründen, aber nicht was nicht bekannt ist, Fundamentalisten. Und andere, manchmal Schnitt, viele passiert Ideologen, die sind nicht so. Du hast selbst den Satz gesagt, dass die Polizei dadurch mehr Rechte kriegt. Was das vielleicht Ursache von dem Regelspruch. Und das wird vielleicht auch, dass verschiedene Kräse können aus dem Sicherheitsapparat Ja, also, erstens hunne Städte gesät an den Kontext enger Verhältnismäßigkeit. Das Prinzip von der Proportionalität, das ist ein verfassungsrechtlichen Prinzip. Und aus dem Grund so nicht, dass wir nicht normal fanden, dass Verleiht so ein Körperschutz, Verleiht zu Tod kommen, zum Beispiel bei einem Autosaccident. Die sieht ja selber, dass der Duft bewährt, dann hast der, ich weiß nicht, 8 oder 10 Monate mit Sursi, das sind Leute oder die Familie, die geprägt ist, die da ganz liebe Matze streht, dass die da vielleicht Entschädigungen kriegen, mit das verhältnismäßig geht von der Gravität von dem, wenn der so von einer ganzen Reihe, sie 75 Einzelstraftaten abgefordert, Madame Hansen hat für Druck gesagt, von Leute, die nicht richtig informiert sind am Vierfeld individuell, wenn sie proprietär sind von einer Parzelle, die zum Beispiel in einer Naturschutzzone umklassiert wird, dann haben sie nicht einen Wert verlost, wenn sie aber nicht aufpassen, und sie fahren dann sie meinen das. Unglücklicherweise, da steht das auch an dem Strafenkatalog, wo bis zu 3 Jahre Prison. Das fand mir also nicht verhältnismäßig. Und die zweite Maßnahme, wo der mal recht hingewiesen hat, das natürlich für so ein Straftat, wenn sie dann den Tatbestand umgehen, da geht ja normalerweise damit für die können zu prüfen, dass dann natürlich mehr einfach ist, wenn da ob so mit speziellen Mitteln von der investigativen Politiken zurückgreifen. Wir sind aber der Meinung, und dazu nicht ganz klar, dass sie mit den speziellen Mitteln von investigativer Strafverfolgung dass du muss vorsichtig umgehen, was da engem sich Telekommunikationen aufzulauschen. Das sind Akte geht weit an Privatsphäre von einer Person ran. Auch durchmenke das Prinzip von der Verhältnismäßigkeit. Was da engem sein Handy zu orten, eine Geolokalisation davon zu machen, zu gucken, mit wem das telefoniert wird, mit wem das geschwärzt wird. Das sind einfach Graf, Angriff an die Einzelfreiheiten vom Bürger, an das Gesetzesgeber für du mal einer gewisser Zirkumspektion einfach vier zu gehen. Und das werde mir wollen so. Wir sagen erstens, ja, es muss einer Strafgestalt gehen. Mit zweitens, als es justifiziert am Sinn von der Verhältnismäßigkeit, dass ihn ob so Straftote bis zu 3 Jahre Prison drauf sitzt, für den Polizei an anderen Autoritäten mehr investigativ Mitteln zu gehen. Ich meine, steht auch enger Chamber so,
durch all Parteien fir déi Verhältnismäßigkeit wat wie Schneke gesot un verfassungsrechtliche Prinzip aus fir déi och sicherstellen. Dat gesi mir als Eisaufgab als Legislateur an och de Rekur si mir der Meinung, dat het boier meester. Die gesit van der Cookreiteren an den einzelnen Gemengen, du gesit also an Naturschutzrekuren, also Decisionen, die immer ein ganz rutsch vun so verschiedene Standard, mir ein ganz rutsch vun Konditionen. An Eisexperienz as déi, dat in dem Bierger die net mat so enger Naturschutzdecision d'accord ass, weil se vielleicht sei Proprietätsrecht zuviel erschränkt, dass den auch so Möglichkeit für die ganz Decision als solch zur Überprüfung einem unabhängigen Gericht zu gehen. Und so nicht ganz ehrlich aus der eigenen Experienz mengen ich, dass du oft Gerichter non bon sens die Affären gucken und dann mengen ich so gut Ball ein Mediateur spielen zwischen einerseits enger Verwaltung und einerseits der einzelnen betroffene Bierger, der das beim Rekur an Annulation als dat die no enger renger Legalität basiert natürlich mich schwer.